Herr Bachmann, wenn Sie hier so rübergehen, ist das mehr so, ich sag mal, der Pflicht geschuldet, als Politiker hier vorbeizuschauen oder auch der Lust des Bürgers, an so einem Fest teilzunehmen? Alles, alles. Und dazu kommt, dass ich seit 40 Jahren in diesem Land für Integrationsarbeit stehe. Ich komme ursprünglich aus der freien Wohlfahrtspflege, man wird ja nicht als Politiker geboren. Und ich komme aus einer Gegend nahe an der Grenze zur früheren DDR. Meine Mutter ist Heimatvertriebene aus Schlesien, Friedland. All das ist mir von Kindheit an große Bedeutung. Und insofern ist das hier kein Pflichtprogramm. Es ist Spaß, es ist notwendig. Und ich bin natürlich auch gern bei den vielen Akteuren, um Dankeschön zu sagen, dass sie sich hier darstellen, dass sie mitmachen. Also es ist eine Mischung aus allem und es ist auch viel Freude und Spaß am heutigen Tag. Friedland war schon öfters unser Thema während der Gespräche in den letzten 1,5 Tagen, die wir hier geführt haben. Welche Bedeutung hat für Sie, Sie haben es ja auch jetzt so pointiert herausgehoben, welche Bedeutung hat für Sie Friedland? Also auch, wie man dann so schön als Journalist sagt, im Wandel der Zeiten. Ja, es wäre jetzt eine Plattheit, wenn ich sage, Friedland ist für die freie Welt, ist für Deutschland das Tor zur Freiheit. Aber es ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich sehe, dass in der Geschichte dieses Grenzdurchgangslagers die Menschen angekommen sind wie meine Mutter, die damals als Heimatvertriebene ihre Heimat verlassen mussten, dass es später die Kriegsgefangenen waren, die aus Sibirien zurückgeholt werden konnten, dass es dann viele Gruppen von Flüchtlingen waren in den letzten Jahrzehnten. Es sind Spätaussiedler, heute noch aktuell durch die Änderung des Bundesvertriebenengesetzes ja auch wieder deutlich mehr, weil wir Familien zusammenführen können. Auch das ist ein sozialer Beitrag, der notwendig ist. Und es sind Kontingentflüchtlinge aus der ganzen Welt. Friedland hat für das Land Niedersachsen, ja für ganz Deutschland, mehr als eine symbolische Bedeutung und unheimliche Verdienste. Und deswegen unterstützt der Niedersächsische Landtag ja auch in seiner Gesamtheit durch einen einstimmigen Beschluss, dass diese Einrichtung nicht nur auf Dauer gesichert wird, sondern dass das, was da in Jahrzehnten an Arbeit geleistet wird, dokumentiert wird in einem Museum. Niedersachsen wird demnächst selbst Geburtstag feiern, den Landesgeburtstag. Denn 1946 wurde Niedersachsen gegründet und unschwer kann jeder rechnen, dass 2016 ein Jubiläum ansteht. Und zu dem Zeitpunkt wollen wir mit dem Museum Friedland mit Teilen davon in Betrieb gehen. Also diese Dokumentation deutscher Zuwanderungsgeschichte, niedersächsischer Zuwanderungsgeschichte wird sozusagen zum Eigengeburtstagsgeschenk, das in Friedland zu verwirklichen. Also im Grunde genommen haben Sie mir meinen Job als Moderator abgenommen, nämlich gleich werde ich hier in Gesprächen mich mit den Museen, dem existierenden Grenzlandmuseum und dem zukünftigen Museum Friedland auch beschäftigen. Eine Frage müssen Sie mir noch beantworten, bevor Sie dann weiter müssen. Sie haben mir gesagt, dass Sie nur wenig Zeit mitgebracht haben, aber diese Antwort muss noch sein. Ich frage jeden, der hier auf dem Podium ist, wissen Sie, wie Sie den Mauerfall erlebt haben? Haben Sie noch genaue Erinnerungen an diesen Tag? Wo waren Sie? Was haben Sie gerade getan? Waren Sie darauf vorbereitet? Aber sehr genau habe ich Erinnerungen. Ich bin ja schon älteres Semester und als im September, Oktober, November 1989 die Weltgeschichte einen vollkommen anderen Verlauf nahm, war ich noch Kommunalpolitiker im Landkreis Wolfenbüttel, direkt in einem Grenzkreis zu Halberstadt. Und als ich hörte in Matthiaszoll, das ist die B79 zwischen Wolfenbüttel und Halberstadt, können die ersten Trabis rüberfahren, da habe ich 2 Dinge getan. Ich habe meine Ehrenamtlichen zusammengetrommelt aus der AWO, ich war damals dort Geschäftsführer und wir haben alles getan, um diese Gruppen zu begrüßen und ihnen zu helfen. Ihnen zu helfen, sich erstmal zu orientieren, sie auch zu versorgen. Wir haben leere Gebäudekapazität zur Verfügung gestellt, damit die nicht am selben Abend wieder mit ihren Trabis und Wartburgs zurück mussten, sondern in Braunschweig, in Wolfenbüttel übernachten konnten. Also ich war mittendrin bei der Grenzöffnung und insofern war das wie im Traum. Es war wie ein Rausch. Mir ist erst eine Woche später klar geworden, bei welchem historischen Ereignis ich dabei war. In dem Moment war es Arbeit, aber wichtige Arbeit.